Viel Spaß an der Freude. In den nächsten 90 Minuten sind wir fasziniert vom Karneval. Wir hören die besten Karnevalshits, von aktuell bis Kult. Erleben die schönsten Büttenreden. Bekommen die verrücktesten Kostümtipps. Erfahren vieles über Rituale und Traditionen. Und gehen der Faszination Karneval auf den Grund. Aber ihre Texte begeistern nicht nur. Stefan Brings. Vielleicht lag das an der Erziehung, vielleicht lag das an der Geschichte der Familie. Ich bin mit so einem Wort wie Heimat, das ist immer so, das geht so schnell mittlerweile. Ich finde das nicht blöd, aber ich würde versuchen, anders zu sagen. Ich würde auch immer erstmal betonen, wir müssen die Türe offen halten, damit es für alle offen bleibt. Christian Blüm sagt: Wenn du bei Arschuh auf einer Veranstaltung sagst, das war alles doof mit den Rechten hier, da stehen nur Leute, die sagen, ja, da brauche ich keinen mehr zu überzeugen. In einem Karnevalssaal kann es ja passieren, dass da unten und da bis auch geboot wird, wenn da die entsprechende Ansage kommt. Und das ist aber viel sinnvoller und auch viel ertragreicher am Ende des Tages, dass man da vielleicht noch Leute überzeugen kann. Er ist Schlagzeuger bei Brings. Sich gesellschaftlich zu engagieren und auch im Karneval Klartext zu reden, wird belohnt. Casallas Album Mazen Eins landet sofort in den Top 5 der deutschen Charts. Man könnte sagen, wie kann der das bringen? Das ist unkorrekt, das sehe ich überhaupt nicht. Weil er hat in seiner Zeit also eine bessere Pointe und mehr Gesellschaftsspiegel das war Till Eugenspiegel hier. Andere Zeit. Und es ist, was man auch merkt, das hat mit der Zeit gar nichts zu tun, aber es ist halt Westfalen. Ne? Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber die sind jetzt nicht so die extrovertierten Menschen. Ne? In den Jahrzehnten davor ging man zum Karneval unverkleidet. Und Karnevalskostüme von der Stange gab es auch erst viel später. Damals gab es noch keine großen Kaufhausketten, die so Uniformen angeboten haben oder Verkleidung angeboten, wo das passiert uns ganz oft, auf irgendeiner Sitzung siehst du 17 Mal das gleiche Kostüm. Damals haben meine Mutter, seine Mutter, die haben an der Nähmaschine gesessen und dann wurde aus mir ein Astronaut. So, dann hat die aus Silberfolie irgendwas zusammengenäht, dann war ich Astronaut. Das Kostüm hat kein anderer gehabt. Ja, den Ruf des Wilden Westens hörten damals viele, aber auch, nein, keine Waffe zum Kostüm. Wir waren ja auch zu Hause, mein Vater hat ja schon verweigert, aber Kauer in Indianer war erlaubt. Also solange die Indianer gewonnen haben. Ja, zwischen Jack London und Karl May war alles erlaubt. Das war wirklich so. Das hat mich total daran erinnert. Wir hatten so einen Spielplatz vor dem Haus an der Kirche. Da gab es totale Bandenkriege im Karneval immer. Ja, aber ihr schießt hier auf andere. Ja, das ist ja nur in der Karnevalszeit. Das ist ja nicht schlimm. Das macht ja nur Krach, Bum, Bum und dann ist ja aus. Das ist ja nicht schlimm. Gute Antwort. Ja, aber das ist echt im Schießen. Ich meine, mein Sohn fand das total super, mit irgendwelchen Pistolen rumzuballern und das mir als Zivildienstleister. Da hat mir das Herz gebrochen. Auf der anderen Seite, es scheint so was Archaisches zu sein, das steckt irgendwie drin, dass man sich gegenseitig erschießt. Und deswegen wäre ich auch nie auf die Idee gekommen zu sagen, das machst du nicht. Die Beamte können nicht schießen. Es gibt keine Kapelle, die so langsam spielen kann. Stefan Brings und Christian Blüm lachen. Das ist super. Ja, das war natürlich die Masche. Ne? Der hat den so runtergemacht und also ist schon, manchmal denke ich mal auch so, ist hart. Ja, aber das ist, glaube ich, das von so einem Clown, der darf das. Der Peter erzählt im Moment immer eine Geschichte, wo wir den mal gesehen haben auf der Domplatte, wo der relativ spontan raus ist beim Blackfist, glaube ich, und irgendwie 5 Minuten was gemacht hat. Und dann zu den Leuten gesagt hat, so, und jetzt dreht euch alle mal schön rum. Dann haben die sich rumgedreht, ein paar tausend Leute. Dann hat gesagt, jetzt beugt euch alle mal schön vor. Nicht vorgebeugt, hat gesagt, tschüss, ihr Arschlöcher, und ist gegangen. Und das kannst aber nur Narrenfreiheit, das ist da das Stichwort, ne? Unfassbar. Komm, hör auf mit dem Verzell, komm, lass mal das singen. Ich weiß vom Hänschen, der war bis zur Pensionierung bei der Rheinenergie. Der war nie Berufsmusiker. Das muss man sich mal vorstellen. Heute wirst du da erstmal Berufsmusiker und dann mal gucken, ob es klappt. Schon echt ganz andere Schublade, Wahnsinn. Ja, das ist Revolution gewesen, ja. Stunksitzung, sehr schön. Gucken Sie um Ihr Leben! Wobei ja die Zahl 11 in Köln wieder total populär ist, auch kirchlich. Es waren, glaube ich, ja erst 11 Jungfrauen, dann 1100, dann mal lieber 11.000, konntest du mehr Knochen verkaufen. Also der Reichtum der Stadt Köln hat viel mit Pilgern zu tun. Die Leute sind hier hingekommen, haben sich ein Knöchelchen gekauft und irgendwann musstest du sagen, waren 11 Jungfrauen, dann waren es, muss ja, ne, immer weiter. Nachschub an Reliquien. 11.000 Jungfrauen, wo willst du die hernehmen? Es gibt jemanden, der feiert auch gerne Karneval. Man glaubt es gar nicht. Total Kindheit, ne? Total. Unglaublich. Also ich habe das direkt an der Art, wie das gemalt ist, erkennst du sofort.
Das ist der Maulwurf Osttschechien, glaube ich. Ja, das sieht fast ein bisschen heidnisch aus. Ne? Ja. Das war ja, glaube ich, immer das Problem, dass bei Karneval, dass die Kirchenoberen nicht wussten, wie gehen wir damit um. Einerseits wollen wir natürlich die Fastenzeit einhalten, um den Weg Jesus durch die Wüste irgendwie aufzunehmen in der Erinnerung. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, da kommt ganz viel aus den eben nicht christlichen Religionen rüber. Ob das die Germanen waren, die irgendwie die Frucht auf dem Feld da gefeiert haben. Das war den Klerikern war das immer ein bisschen unheimlich, der Karneval. Ist das so gelaufen mit der Musik drunter? Das sollte einfach nur ein Stimmungsbericht oder ein atmosphärischer Hinweis sein. Ja, und die Bilder sprechen ja auch für sich. Oder? Ausgelassen lachen 2 Frauen an einem Tisch. Darauf stehen 9 Weinflaschen. Ach, der Beitrag will darauf hinaus, dass das ein einziges Besäufnis ist. Ja. Ist es. Zum Glück. Bin ich ganz ehrlich. Wir haben ja in der Band oft darüber geredet. Das Thema Saufen und Karneval ist untrennbar. Wir kennen das auch. Du kannst in Fettweiß, diese berüchtigte Mädchensitzung, ist was völlig anderes, wenn du am Anfang oder am Ende spielst. Aber ob ich am Anfang und am Ende von der Party bin, auch jemand völlig anderes. Spielerisch schlagen die Männer mit etwas Stockähnlichem nach den Frauen. Die gelangen trotzdem auf den Balkon. Schön. Das ist die Essenz des Karneval. Ob das jetzt die Frauen sind, die den Männern die Macht an einem Tag streitig machen oder wie auch immer. Die Machtverhältnisse drehen sich um. Das ist. Und wir haben auch mal gehört, dass es kommt wirklich aus Beul. Ne? Also der Ursprung dieser Machtübernahme der Frauen. Und das Sturm der Möhne. Ja, kommt wohl. Ja, so ist es gut. Sehr gut, lieber Brings. Ja, das war jetzt eine jahrhundertelange Prägung. Ne? Also wir sind halt ein Patriarchat und kein Matriarchat. Das ist in unserem Kulturkreis so. Und umso wichtiger, dass sich das verändert. Und nicht zuletzt auch in so ökonomischer Hinsicht. Ne? Also dass Frauen nicht weiter abhängig sind von Männern. Ich bin neugierig, wie viele dumme Gesichter jetzt machen werden, rechts und links. Die werden wohl ihr Teil denken. Ich denke aber auch mein Teil über die anderen. Es ist doch toll, wenn da einer sich so berufen fühlt, da in so eine Stadt, die mit Karneval nichts am Hut hat, seinen Umzug zu machen. Ich würde sowas bewundern, das wäre süß. Ich würde gerne mal sehen, wie der Film weitergeht. Ob da unten jetzt 30 Mann stehen oder 300 oder gar keiner. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, warum der Bernd Stelter, der kommt nicht aus Unna, jetzt hier wohnt. Der Bernd hat irgendwie so eine Lücke für sich gefunden. Der ist ein gesetzter, gemütlicher Mensch, der aber scharf mit dem Wort umgeht, wenn es sein muss. Und das macht er dann auch. Ne? Was ich gar nicht wusste, ist, wie lange macht er das? Länger als wir. Ich stehe seit 25 Jahren im Kölner Karneval auf der Bühne und es ist sehr schön, dass wir heute zusammen feiern können. Ich kann mir vorstellen, wenn du auf so einer Damensitzung in so einem Zelt alleine auf einer Bühne stehst, da musst du schon ganz klar deutlich nach vorne. Ich glaube, das hat er ja gemeint. Ne? Fuskumoroste Schuldisos, Drossovate Unibus. Ich wusste gar nicht, dass er Fussig ist. Doch, das wusste ich. Bei einer Sitzung. Und wenn ich jetzt das weitere Äußere beschreibe, wissen Sie schon, wer kommt. Ein roter Anzug, rote Schuhe, blondes Haar. Hier ist Guido Kanz. Das bist du ruhig, lieber Jörg, normal. Bist du der Blackfish oder mir? Nein, das seid ihr natürlich. Angefangen hat alles Ende der 60er Jahre. Die Black Föß hatten einen klapprigen VW-Bus und viele Ideen. Im Ohr hatten sie die Musik ihrer Zeit, im Herzen das Lebensgefühl ihrer Generation. Sie schwärmten für Elvis Presley und die Beatles. Die bürgerliche Gesellschaft und der verkrustete Karneval waren ihnen ein Gräuel, was zunächst auf Gegenseitigkeit beruhte. Das ist so unglaublich. Die kamen 1970 auf die Bühne mit tatsächlich Blecken, also nackten Füßen. Und die etablierten Karnevalisten damals, nicht nur vom Festkomitee, sondern auch von den großen Gesellschaften, sagten, was ist das dann? Die Black Föß bei einer Sitzung. Hinzu kamen noch Jeans mit Schlag und lange Haare. Das ging damals im Festsaal eigentlich gar nicht. Und das sieht man auch dem damaligen Präsidenten an. Halbherzig begrüßt der Sitzungspräsident die Band. Da ist sich ja wirklich dran gestoßen worden, dass die lange Haare haben. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Nur wenn ich das jetzt höre, wie die gesungen haben, die waren ja unangreifbar. Die sangen das zweite Lied, das dritte Lied. Und das ging so in die Herzen der Zuschauer rein, dass die von Anfang an direkt da waren. Da mussten sie dann leider die Arschbacken zusammenkneifen und die Black Föß machen lassen. Und mit einem Lied sprachen die Black Föß auch die jungen Jecken ganz besonders an. Wir lassen dort in Köln, wenn dort
Das war so wirklich das erste Lied, mit dem ich mit meinen Freunden aus der Schulklasse mit der Colaflasche mit ein bisschen Whisky drin durch die Stadt gezogen bin. Das war das erste Mal von zu Hause raus am Karneval, die Session. Und das waren dann auch der Start der Black Föß. Da kam plötzlich ein neuer Wind. Das war plötzlich nicht mehr so angestaubt. Das konnte man sich anhören. Da konnte man auch im jungen Alter gut mitsingen. Und ganz nebenbei brachten die Black Föß auch noch gesellschaftskritische Texte in den Karneval. Einblendung. Es geht um die misslungene Stadtsanierung in Köln. Stell dir vor, der Kreml stünde auf dem Ebertplatz. Stell dir vor, der Louvre stünde am Ring. Da wäre für die zwei doch viel zu wenig Platz. Das wäre doch ein unvorstellbares Ding. Am Gürzenich, da wäre vielleicht das Pentagon. Am Rathaus stünde dann die Akropolis. Da wüssten wir überhaupt nicht mehr, wo wir hingehen sollten. Und darum ist das eine ganz gewiss: Wir lassen den Dom in Köln, denn da gehört er hin. Also ich wusste zum Beispiel bei Wir lassen den Dom in Köln, ich wusste nicht, dass das einen politischen Hintergrund hat, dass das mit einer verunglückten Stadtsanierung zu tun hat. Stell dir vor, der Kreml stünde am Ebertplatz. Also auf diese Verbindungen muss man erst mal kommen. Und genau dieser Witz, dieser Humor und ein bisschen auch Zynismus, das ist das, was die Leute damals aufgemischt hat. Die jungen Leute sind plötzlich auch in die Karnevalssäle gedrängelt. In einem Wohnzimmer. Und zu Hause bereitete Sänger Tommy Engel schon die nächste Generation vor. Tommy Engel sitzt neben zwei Kindern. Tommy ist ja der Vater unseres Keyboarders, ist sein jüngster Sohn. Und so sieht Kai Engel heute aus. Ich wollte ja immer Musik machen. Bei meiner Familie gibt es ja nichts anderes. Wir können ja nur das. Und ich hatte auch gar keinen speziellen Berufswunsch. Ich wollte immer nur Musik machen. Also ich führe das ja weiter, was mein Vater ja auch mal angetrieben hat. Ja, mein Vater hat ja mit seiner Band auch den Karneval auch so ein Stück weit revolutioniert. Und der Hartmut, der Bassist von Black Föß, ein sehr guter Freund meines Vaters, hat auch so, als mein Bruder und ich so 14, 15 waren, immer unsere ersten Demos gehört, hat übrigens auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir irgendwann mal Kölsch gesungen haben. Hochdeutsch ist für uns ein Behilfsspruch, wusst ihr das schon? Wir singen aber jetzt eine Samba und dann die heißt, wenn die Sonne schön schinkt. In einem Altenheim. Das ist auch Kölsch, das heißt dann, wenn die Sonne schön scheint. Furchtbar, ne? Wenn die Sonne schön scheint, ne? Also ich finde das schrecklich. Wenn die Sonne schön schinkt, das flutscht einem so richtig so, ne? Was ist der Mulerus? Wenn die Sonne schön schinkt, wird es wieder warm, dann packt sich der Pack. Der Mama in der Arm, wenn die Sonne schön schien. Und egal vor welchem Publikum sie spielten, die Black Föß konnten immer begeistern. Oh, ja. Also, die Föß, die haben vieles. Die Föß haben alles richtig gemacht. Und diesen Chorgesang macht denen bis zum heutigen Tag keiner nach. Heimat schon von Anbeginn ist in mir geboren und die Treu auf Ewigkeit haben wir dir geschworen, denn du bliebst bestanden, wie's nie. Ich meine, ich sagte, aber da weiß natürlich auch, wo das Intro von Piper Colonia herkommt. Ich weiß noch genau, wo ich die Nummer das erste Mal gehört habe, oben in Odenthal, Eikamp. Ja. Haben wir irgendwo waren wir in der Garderobe und hörten dieses Intro von vorne. Und ich weiß, dass wir uns irgendwie angucken und gesagt haben, das ist leider ein Hit. Ja. Man muss ja auch ehrlich sein, klar, es besteht Konkurrenz, du hörst das und dann sagst du, alles klar. Brauchst du dieses Jahr dich nicht mehr wirklich anstrengen. Die langweilig wird, ich habe Ihnen Puzzle mitgebracht, da können Sie wissen. Der hat so eine Energie auf der Bühne, also der ist... Ich kann mich noch an so eine Situation erinnern, dann haben die Leute so Fotos gemacht, ist der hingegangen, hat gesagt, komm, ich mache ein Foto von mir selber, also das Handy genommen, ist wirklich die 150 Meter da gegeben, hat am anderen Ende das Handy jemand anders gegeben. Der hat das auch nicht zurückgemacht. Der hat gesagt, ihr regelt das unter euch, ne? Dann haben wir es ja. Und dann nachher, wer hat mein Handy und so. Der hat immer Tumult in den Saal gemacht, immer. Jetzt stehe ich hier und hab keine Rede, was der glitzert, ich werde blind, lass mich mal durch.
Was soll man denn machen? Es ist total spontan, dass der auch auf Situationen im Publikum eingeht. Wenn da irgendeiner durchläuft, kriegt er auf jeden Fall einen mit. Und, ja, immer, ne? Immer. Das erzeugt natürlich eine starke Nähe zwischen Akteur und Publikum. Das macht er super. Guck mal. Guck mal. Sie sehen, bringt's. Ich bring's. Hinter den ab. Grüß euch, Jungs. Ich hab hier Programm heute, ja? Sei ein bisschen. Bringt's. Ich weiß, dass du die nicht sehen kannst. Das ist Theater. Stell sie dir vor jetzt bitte. Naja, wir sind ja beim Fernsehen. Hier also die Brings. In einer Garderobe. Der schöner ist wie ich, ist die Schminkzeit der Kölsche, ne? Und mit dem richtigen Selbstbewusstsein stürmten die Brings im Jahr 2000 die Karnevalsbühne. In einer Arena stehen die Brings auf der Bühne. Supergeile Zick war der Einstieg in den Karneval. Ein absoluter Glücksfall, aber nicht nur für Brings, sondern auch für die Jecke. Denn die Rockband Brings brachte in den Karneval einen neuen Schwung. Karnevalsrock war geboren. Stefan Brings meint, das wird ja jeder Musiker, egal ob er Punk, Rock oder Jazz macht, du reagierst auf Publikum. Mit dem Unterschied, dass natürlich im Karneval, im Gegensatz zu sonst Konzerten, dass du so eine wahnsinnige Schlagzahl hast. Und das ist zum einen zwar anstrengend, aber zum anderen gerätst du auch in so einen Tunnel. Das macht auch dann irgendwann, das ist wie so ein Rausch. Supergeile Zick war ursprünglich nur als kleines Geburtstagsständchen gedacht. Das war ein Hit, ein echter Hit. Aber dann kam der Kölsche Jung. Und Peter Brings hatte damals zu dem Höhner-Erfolg Viva Colonia gesagt, boah, als ich die Nummer gehört habe, habe ich gedacht, da müssen wir jetzt ja nicht mehr auftreten. Die Höhner haben direkt von Anfang an abgeräumt. Dasselbe habe ich gesagt, als ich damals der Kölsche Jung von Brings gehört habe. Der Überhit brachte den Brings die erste goldene Schallplatte ein. Und der Text ist ein Hohelied auf die kölsche Sprache. Aus einem Musikvideo. Deutschunterricht, das war nix für mich, denn Mensch braucht die Jahre doch nicht. Sprechordentlich hätte man mir gesagt. Meine Mutter spricht ein reines Kölsch und verzog das Gesicht, wenn ich versuchte, irgendwie das so ein bisschen nachzumachen. Und ich bin auch genauso aufgewachsen, dass es meiner Mutter oder meinen Eltern beiden wichtig war, dass ich Hochdeutsch spreche in der Schule. Denn ich bin nur ne Kölsche Jung und mi Herz, dann lit ma auf den Zung. Der Kölsche Jung ist für die Brings eine Reise in ihre eigene Kindheit. Da wurde Kölsch gesprochen auf der Straße. Jetzt war es aber so, dass meine Oma, die Mutter meiner Mutter, das überhaupt nicht wollte, weil die wollte den gesellschaftlichen Aufstieg. Ihr Mann, der Opa, war zwar nur Busfahrer, aber bei der Bahn, er war beamtet. Und Beamte reden nicht Kölsch. Das ist so die Zeit, in der man das Gefühl hatte, wer sich nicht Hochdeutsch ausdrücken kann, der hat Nachteile für sein Leben. Weil das vergessen ja heute viele. Kölsch ist ja total hip. Es gibt Kölschkurse an Grundschulen. Die Leute, die hierhin studieren kommen, versuchen Kölsch zu reden. Früher war das ja ganz anders. Sozialer Dünkel. Ja, Kölsch war die Sprache der Habenichtse, der Proleten und ist auch wirklich ist ja fast platt gemacht worden, die Sprache. Und daher kam die Idee zu diesem Lied, weil wirklich uns gesagt worden ist, red nicht Kölsch in der Schule, wie sieht das aus? Und heute kann man sich noch gar nicht vorstellen, war aber noch so. Denn ich bin nur ne Kölsche Jung. Dann sind so Sachen entstanden wie bei meiner Oma, mach mal bitte die Ports zu. Dann wird er gesagt, du kannst ja kein Hochdeutsch. Straße ich mein Spruch gelehrt und jedes Wort wie tätowiert um mich so. Ich habe jetzt persönlich nichts dafür getan, dass die kölsche Sprache erhalten bleibt. Aber ich bin dankbar dafür, dass das viele andere tun und auch in der Tat ja besonders schön besingen. Die Musik hält, glaube ich, meiner Meinung nach, gerade bei jungen Menschen, die Sprache gerade am Leben. Was ist los mit euch? Seid ihr müde? Und das zeigt sich live am besten. 2016 stehen die Brings bei Kölsche Tönen auf der Bühne am Heumarkt. Die Menschen im Publikum recken ihre Arme in die Luft. Also mir fällt es schwer, das Kölsche immer noch zu verstehen.
Ich meine, es guckt ja keiner zu, deswegen kann ich sagen, ich habe eine ganze Weile gedacht, Kölle am Ring, dass damit die Kölner Ringe gemeint sind. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es am Rhein heißt. Okay, dann müssen wir mit Christine Westermann einfach noch mehr kölsche Lieder singen. Jetzt auch die auf dem Sofa. Ich bin nur ne kölsche Jung. Wir reden da jedes Jahr wieder drüber. Kann man nicht ein Jahr aussetzen? Dann rufen wir kurz Hartmut Pries vom Black Fist an, der sagt, nein. Denn ich bin... Wäre aber auch wirklich schade. Und damit verabschieden wir uns von der Faszination Karneval und wünschen allen eine Jecke-Zeit. Das war Viel Spaß an der Freud, Faszination Karneval. Audiodeskription WDR Media Group GmbH im Auftrag des WDR 2018.